Herzlich willkommen, mein Name ist Matthias Theis. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich und ich freue mich, dich heute dabei zu haben. Es ist unser Gebet als Kirche, dass du Gott durch diese Message besser kennenlernst und in deinem Glauben wachsen kannst. Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr vielleicht von einer Wanderung, ihr hattet noch Sonnencreme, die ihr eingeschmiert habt, nach Hause kommt und dann so richtig verschwitzt und mit der Creme noch auf der Haut nach Hause kommt? Oder wenn ihr im Garten gearbeitet habt, in der heißen Sonne, und dann läuft euch so der Schweiß übers Gesicht, hinten spürt ihr, wie es den Rücken runterläuft. Oder vielleicht warst du beim Sport. Ich habe festgestellt, wir haben 2 Leute in unserem Team, die sind im Kampfsport drin sogar. Die geben alles, wenn sie jeweils ihre Trainingseinheiten haben. Kannst du dir vorstellen, wie sich das anfühlt? Und was willst du dann? Du willst nur eines. Du willst eine Dusche. Ich habe eine mitgebracht heute Morgen. Habt ihr noch nie gesehen, eine Dusche hier auf der Bühne? Und dann willst du nur noch eins, du willst drunter stehen. Und du willst gutes Duschmittel vielleicht noch, dein Lieblingsduschmittel. Und nach einigen Minuten sagst du, ich fühle mich wie. Das ist unser Thema heute, von neuem geboren werden. Und ich denke, auch wenn es sich anders anfühlt als die Dusche, ich denke, der Begriff selbst war vermutlich, bevor man die Dusche überhaupt erfunden hatte, kam vermutlich aus der Bibel. Und wir wollen heute eine Begegnung miteinander anschauen, wo Jesus einem sehr aufrichtigen, sehr ehrlichen, ich würde sagen einem Musterbürger begegnet. Und er sagt ihm, du brauchst dieses Erlebnis, von neuem geboren zu werden. Und ich möchte mit euch in den Text hineingehen, aus Johannes Kapitel 3. Und wir wollen hier diese Begegnung miteinander betrachten. Und ich werde uns so stückweise nachher in der Predigt durch diese Begegnung nehmen. Und das heißt, eines Nachts kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Und Jesus erwiderte, danke vielmal für die Komplimente. Danke vielmal, dass du gekommen bist. Nein, er sagt, ich versichere dir, oder im Urtext heißt es Amen, Amen. Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hier kommt dieser Nikodemus zu Jesus und Jesus zeigt ihm zunächst einmal in einer tiefen Dringlichkeit und er sagt, ja, hör mal, du bist religiös, Nikodemus, du bemühst dich in deinem Leben, aber weißt du was, du musst von neuem geboren werden. Du musst von neuem geboren werden, weil nur das dich in das Reich Gottes hineinbringt. Und lasst uns doch diesen Nikodemus einmal anschauen zusammen. Ohne Zweifel, er war wirklich ein echt fragender Mensch. Er war jemand, der es recht machen wollte, auch Gott gegenüber. Und er kam in der Nacht, vermutlich damit er nicht mit Hunderten von anderen Menschen zusammen war um Jesus herum, sondern damit er ganz alleine mit Jesus sprechen konnte. Und wisst ihr, manchmal brauchen wir dieses Heraustreten aus der Menge, aus der Masse, um alleine mit Jesus zu sein. Um alleine mit ihm wirklich zu sprechen. Und er hatte ungestört Zeit. Und er war ein Pharisäer. Das heißt, ich weiß, so im christlichen Bereich brauchen wir das Wort meistens sehr negativ. Aber die Pharisäer waren eigentlich sehr religiöse Menschen. Das Wort religiös kommt von dem Wort religio und bedeutet so viel wie gewissenhaft Dinge zu berücksichtigen oder mit einer Sorgfalt
auf Dinge zu achten. Und genau das war Nikodemus. Er war nicht einfach der einfach so nur durchs Leben geschlendert ist, der nur das Beste versucht zu machen, möglichst viel Glück aus dem Leben herauszuschlachten und über Leichen zu gehen, sondern er war wirklich ein Denker. Er war jemand, der es den Menschen und Gott recht tun wollte. Er war jemand, der hat sich bemüht, ehrlich zu sein, transparent zu sein, jemand, auf den Verlass war. Und eigentlich würden wir sagen, ja, eigentlich ein Musterschweizer. So sind ja alle Schweizer, oder? So reden ja alle Schweizer auch von sich selbst, dass sie etwa so sind. Und es ist interessant, dass er trotzdem spürte, obwohl ich fast alles richtig mache, mir fehlt etwas. Mir fehlt etwas. Und er kommt zu Jesus. Und er gibt ihm natürlich ein großes Kompliment. Wir wissen, dass du von Gott kommst, dass niemand sonst solche Wunder tun könnte. Und es ist interessant, dass Jesus im Gespräch nicht mit ihm dann anfängt, über das schöne Wetter in Israel zu reden, sondern Jesus kommt direkt zur Sache. Er kommt direkt auf den Punkt. Und liebe Freunde, manchmal denke ich, bei allem guten Reden, bei allem Gewinnen, bei allem guten Dialog, bei allen Umgangsformen, manchmal müssen Christen direkt auf den Punkt kommen. Wisst ihr, es wird so viel geredet und manchmal gehen wir am Wichtigsten vorbei. Und Jesus, er sagt zu ihm, Nikodemus, ich sage dir, Amen, Amen. Was jetzt kommt, das gilt. Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann es nicht sehen. Er kann nicht in dieses Reich kommen. Er kann nicht zu Gott kommen. Er kann nicht in dieses neue Leben mit Gott hineintreten. Das Reich Gottes, das hatte bei Jesus immer zwei Dimensionen. Eine erlebbare Dimension hier auf dieser Welt, aber es sprach auch vom zukünftigen Himmel. Und das war ein Schock für Nikodemus. Weil Nikodemus war der Auffassung, hey, wenn du richtig lebst und wenn du auch noch so etwas mit Gott versuchst, es richtig zu machen, dann bist du auf dem besten Weg, Frieden mit Gott zu haben und in das Reich Gottes zu kommen. Und Jesus, er schockiert ihn und sagt, Nikodemus, es reicht nicht. Es reicht nicht, sich zu bemühen. Es reicht nicht, religiös zu leben. All das bringt dich nicht ins Reich Gottes. Habe mir so gedacht, Jesus, du bist ein schöner Diplomat. Aber Jesus, er wusste, was Nikodemus braucht, waren nicht diplomatische Worte, sondern die Worte, die ihm helfen würden, zu sehen, was jetzt wichtig war. Und wisst ihr, ich weiß, wir leben in einer Zeit, wo man sagt, ja, viele Wege führen nach Rom, es noch viele Wege in den Himmel führen, viele Wege zu Gott führen. Das ist ja arrogant zu sagen, es gibt nur einen Weg. Aber wisst ihr, um in ein Reich zu kommen, um in ein Land zu kommen, muss man bis heute sich an den Bestimmungen dieses Landes orientieren. Mir wurde das einmal so bewusst, als ich vor einigen Jahren zum ersten Mal in Angola war, ich wusste, ich komme nicht nach Angola rein, ohne zuvor hier auf der angolanischen Botschaft in der Schweiz, ein Visum in den Pass bekommen zu haben. Und ich dachte schon, ja, das reicht. Ich kam dort an und dann sagen sie, hello, Mr. Theis, your vaccination, where's your vaccination? Und ich sagte, was? Das war noch vor Corona. Wo ist Ihre Impfung? Ich sage, was für eine Impfung? Gelbfieberimpfung. Sie kommen nicht rein ohne Gelbfieberimpfung. Und ich dachte, meine Güte, Alter. Aber wisst ihr, in dem Moment wurde mir so bewusst, nicht meine Vorstellungen, wie ich in ein Land komme, sind letztlich die zählen, sondern die Regierung eines Landes bestimmt, wie man und unter welchen Umständen man in ein Land hineinkommt.
Und liebe Freunde, wie viel mehr ist es beim Reich Gottes auch so? Es gibt einen König und der heißt Jesus. Und er hat das Recht, ich sage mal, diesen Pass eben auch zu verlangen und zu sagen, hör mal, das sind die Voraussetzungen. Das ist die Voraussetzung, dass du in das Reich Gottes kommst. Und Jesus, er sagt es hier so deutlich, du musst von neuem geboren werden. Und wenn man das so zum ersten Mal hört, und es ging Nikodemus auch so, er war entsetzt. Er sagte, hör mal, wie ist denn das möglich? Meine Mutter in Ehren, aber du meinst doch nicht, du weißt schon, dass man nochmal zurückgeht in den Leib der Mutter und dann nochmal von neuem geboren wird, ein zweites Mal geboren wird. Jesus, das ist doch gar nicht möglich. Und es ist schon interessant. Nikodemus, er war ein Lehrer, er war, ich will mal sagen, er war Akademiker. Er gehörte zur Elite des Landes im Sinne der Bildung. Und er versteht nicht, wovon Jesus spricht. Und wisst ihr, manchmal sagt die Bibel eben auch und erinnert uns daran, das heißt so im Korintherbrief, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht verstehen oder erkennen. Es muss geistlich beurteilt werden. Liebe Freunde, manche Dinge können wir intellektuell nicht begreifen. Manche Dinge können wir nur verstehen, wenn der Geist Gottes unserem Geist hilft, Dinge zu verstehen. Und darum können wir nicht ohne ein Wirken des Heiligen Geistes diese Wiedergeburt eben auch erfahren und erleben. Und Jesus, er hilft ihm dann. Und er zeigt ihm im nächsten Teil des Dialogs, dass wir von neuem geboren werden müssen. Und zwar, weil wir nur durch ein Wunder dieses neue Leben bekommen. Jesus spricht hier nämlich von einem Wunder, das geschehen muss. Und er erklärt es ihm und er sagt in Johannes 3, 5 bis 6, niemand kommt in das Reich Gottes, und jetzt erklärt er es ihm, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen, das wissen wir und da freuen wir uns auch, wenn es geschieht, oder? Der Heilige Geist jedoch schenkt neues Leben von Gott her. Das heißt, diese Wiedergeburt geschieht nicht durch etwas, das Menschen tun, sondern etwas, das nur Gott tun kann. Und er sagt ihm, es geschieht durch zwei Dinge, aus Wasser und aus Geist musst du geboren werden. Nun, es gibt verschiedene Auslegungen dieser Begriffe hier, Wasser und Geist. Und ich möchte euch meine Auslegung heute Morgen weitergeben, weil ich meine, sie ist am nächsten am Text. Und zwar, wenn Jesus mit Menschen sprach, hat er immer auch versucht, Anknüpfungspunkte zu machen an Dinge, die sie schon wussten und erlebt hatten. Wenn ihr das Johannesevangelium lest, dann lest ihr mehrmals vom Johannes dem Täufer. Und er hat Menschen getauft, und zwar mit einem ganz bewussten Ziel. Menschen sollten sich taufen lassen als Zeichen ihrer Umkehr, dass sie sich abwenden von einem Leben mit und in Sünden zu einem neuen Leben der Heiligkeit und der Gerechtigkeit mit Gott. Und meines Erachtens gibt ihnen einen Hinweis darauf und sagt, hör mal, von neuem geboren wirst du nur, wenn du das erlebst, wenn du eine Umkehr in deinem Herzen triffst und du sagst, hey, ich möchte in dieses Reich Gottes kommen und ich erkenne, in diesem Reich herrschen neue Gesetze. Es geht darum, ein neues Leben zu führen, das wie Gott es will. Ich muss eine Umkehr machen, und zwar, wo ich nicht auf mich vertraue, sondern auf die Gnade von Gott. Und das andere ist, und dann sagt ihm Jesus, eben auch durch den Geist. Und er sagt, hör mal, am Schluss liegt es nicht an deiner Entscheidung, sondern es liegt daran, dass du etwas mit Gott erfährst. In dem Moment, wenn du nämlich umkehrst, tut Gott etwas. Er kommt mit seinem Geist und er bringt neues Leben in dir hervor. Ewiges Leben kommt und wohnt dann in deinem Herzen. Und nun kann ich mir vorstellen, dass Nikodemus dort war und sagt, ja, aber wie erlebe ich denn das? Wie ist denn das möglich? Und nun zeigt ihm Jesus in den nächsten Versen, wie das geschehen kann.
Und er erinnert ihn an eine alte Geschichte aus dem Alten Testament. Und er sagt, schau mal, wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einen Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Nikodemus erkannte diese Geschichte. Er wusste, dass als der große Prophet Mose die Leute aus Ägypten rausgeführt hat, dass die Leute rebelliert haben gegen Gott. Sie haben sich aufgelehnt gegen Gott. Da sandte Gott eine Plage und viele Menschen sind gestorben. Und als diese Plage am Wüten war, sagte Gott zu Mose und sagte, weißt du was, richte eine Schlange auf. Und jeder, der diese Schlange im Glauben ansieht, wird von dieser Plage befreit werden und wird nicht sterben. Übrigens, die Apotheker, die haben diese Schlange, die findet ihr manchmal noch im Apothekerzeichen, die geht auf diese Geschichte zurück. Und er sagt in anderen Worten, wer glaubt, wer an dieses Zeichen glaubt, wird leben. Und Jesus sagt, hey, es war eigentlich schon ein Zeichen auf mich, auf meinen Tod am Kreuz. Und er sagt in anderen Worten, wer auf mich schaut, wer mir sein Vertrauen gibt, der wird leben. Der wird dieses neue Leben eben auch erfahren. Und dann sagt Jesus diese wohlbekannten Worte, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, eben erhöht am Kreuz, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. In anderen Worten, er sagt zu ihm, hör mal Nikodemus, was du tun musst, auch wenn du vielleicht jetzt noch nicht genau weißt, wie alles kommt. Du wirst es eines Tages verstehen, aber eines musst du tun. Du musst aufhören, dein Vertrauen auf dich, auf das, was du kannst, auf deine Rechtschaffenheit, auf deine guten Vorsätze zu setzen. Du hörst auf damit und du setzt dein Vertrauen auf Jesus Christus. Dann wird dieses neue Leben kommen. Und ich kann mir vorstellen, Nikodemus war ja ein sehr intellektueller Mensch. Er sagte, ich begreife immer noch nicht, was du meinst, Jesus. Wie geschieht das? Ich meine, wie geschieht denn diese Wiedergeburt? Das mit der Umkehr, das verstehe ich. Mit dem Zeichen von Mose, das verstehe ich auch. Dass es eine Entscheidung braucht, sein Vertrauen auf ein Zeichen von Gott zu setzen. Aber wie geschieht das mit der Wiedergeburt? Und dann sagt Jesus zu ihm, hör mal, der Wind weht, wo er will. Haben wir die letzte Woche mitbekommen, oder? Der weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, woher er kommt und wohin er geht. So ist es, kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Und hier muss dieser intellektuelle Nikodemus Vorfall geben. Jesus sagt ihm nämlich in anderen Worten, hör mal, du kannst am Schluss nicht alles erklären auf menschliche Art und Weise, was mit Gott geschieht. Du kannst nicht alles, alles verstehen, was von Gott her geschieht. So wisst ihr warum? Weil Gott über unserem Intellekt, über unserem Verstand ist. Er ist drüber. Er ist nicht gegen, aber er ist drüber. Und ich bin so erinnert worden an diese Geschichte, als Jesus diesen Blinden geheilt hat. Und dann kommen Menschen zu diesem Blinden und sagen, was ist geschehen? Wie hat Jesus dich geheilt? Und der Blinde sagt, hör mal, ich weiß es nicht, ich weiß nur eines. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und wisst ihr, mit den Dingen von Gott ist es eben auch oft so, dass wir manche Dinge mit unserem Verstand nicht ergreifen können. Aber weißt du, was Gott sagt am Schluss? Hör mal, du musst nicht alles verstehen, weil du es auch nicht kannst. Aber weißt du was? Wichtig ist, dass es an dir geschieht. Das Wichtige ist, dass du dir wünschst in deinem Leben, dass diese Dinge von Gott geschehen. Hör mal, wisst ihr, manchmal sagen Menschen, wenn ich nicht alles verstehe, dann mache ich das nicht mit Jesus. Aber weißt du was, verstehst du wirklich, wie dein Handy funktioniert? Verstehst du, wie das
all die Transistoren da drin, wie die funktionieren? Verstehst du die Schaltkreise darin? Hochachtung, wenn du es tust. Aber die meisten von uns, wir verstehen es nicht, aber weißt du was, wir wissen aber, am Schluss funktioniert. Also ich kann telefonieren, ich kann WhatsApp verschicken, ich kann E-Mails machen, ich finde sogar meinen Weg, dank GPS und so weiter und so fort. Ich weiß nur, es funktioniert. Und wisst ihr, manche Dinge mit Gott sind eben genauso. Wir können nicht alles erklären in menschlichen Worten. Wichtig ist, dass es geschieht. Dass wir uns dem hingeben, dem ein Stück weit ausliefern in unserem Leben, damit es Gott tun kann. Und dann sagt, und jetzt wäre ja schön, jetzt würde Jesus sagen, weißt du was, Nikodemus, hey, und jetzt kannst du erleben. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. Die Geschichte hört dort nicht auf, sondern jetzt kommt ein ganz, ganz ernster Teil in der Geschichte, wo Jesus über das Gericht spricht. Und er zeigt Nikodemus auf, hör mal, Nikodemus, du musst von neuem geboren werden, weil es der einzige Weg ist, der dich von dem ewigen Gericht retten wird. Das ist der einzige Weg. Schaut, Jesus ist in diese Welt gekommen, nicht um die Welt zu verurteilen, sagt die Bibel, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Darum ist Jesus gekommen, das ist seine Absicht. In anderen Worten, auch was wir vorher gehört haben, Gott will nicht, dass irgendein Mensch verloren geht. Aber Jesus, er sagt dann eben auch und er erklärt, warum manche Menschen diesen Schritt des Vertrauens und des Glaubens und der Umkehr an Jesus nicht tun. Und er sagt in Vers 19 bis 20, so vollzieht sich das Gericht. Das Licht ist vom Himmel in die Welt gekommen, aber sie liebten die Dunkelheit mehr als das Licht, weil ihre Taten böse waren. Sie hassen das Licht, weil sie im Dunkeln Böses tun. Sie bleiben dem Licht fern, weil sie Angst haben, dass ihre Taten aufgedeckt werden. Wow. Und Jesus, er sagt hier eigentlich sehr, sehr deutlich, dass manche Menschen dem Licht fernbleiben, weil sie nicht wollen, dass ihr Leben, dass ihre Geschichte, dass ihre Vergangenheit, dass ihr Lebensstil, ihr Verborgenes ans Licht kommt. Und ich glaube, eines der größten Gefängnisse von uns Menschen, das ist das Schamgefühl. Dass wir uns schämen für Dinge, die wir getan haben. Dass wir uns schämen für Dinge, die wir tun. Und weißt du was? Einer, und das ist die Macht der Finsternis, die freut sich, wenn du in dem Gefängnis bleibst. Die freut sich, wenn du in der Dunkelheit bleibst. Und Jesus sagt, darum vollzieht sich das Gericht. Wisst ihr warum? Weil Finsternis und ein Leben im Finsternis das Reich Gottes nicht sehen kann. Aber wisst ihr was? Jesus, nun, er hört dort nicht auf mit dem Gericht, sondern er zeigt ihm in Vers 21 die Lösung und er sagt, wer sich nach der Wahrheit ausrichtet, der tritt ans Licht und jeder kann sehen, dass er in Verantwortung vor Gott handelt. In anderen Worten, Jesus ruft den Menschen zu, tritt ans Licht. Habe keine Angst, ins Licht zu kommen. Und weißt du, was mich am allermeisten überzeugt und mir den Mut gibt, in meinem Leben ans Licht zu kommen, ist das, Gott weiß sowieso alles. Für ihn gibt es keine Überraschung. Er kennt dein Leben, er kennt dein Tun, er kennt deine Gedanken. Besser übrigens als du selbst. Und weißt du was, er sagt, ich bin nicht gekommen, um dich zu verurteilen. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Aber eines musst du tun. Du musst diesen Schritt ins Licht tun. Du musst die Dunkelheit, das Dunkle verlassen und sagen, hey, ich komme in Offenheit und Transparenz mit dem, wie ich bin, mit dem, wie es in meinem Leben aussieht. Ich komme ans Licht. Und weißt du was, in dem Moment geschieht das, was die Bibel die Wiedergeburt nennt.
dann kommt Gott mit seinem Heiligen Geist, weil er weiß, niemand kann dein Leben wirklich ändern. Nicht mal du selbst kannst es durch deine guten Vorsätze, aber der Heilige Geist, er kann es tun. Er kann dich erneuern, er kann dir den Willen und die Kraft geben, mit dem Dunkeln in deinem Leben aufzuhören. Die Bibel spricht hin und wieder davon, dass wir mit der Sünde brechen sollen in unserem Leben. Weißt du, wenn etwas zerbrochen ist, dann ist die Connection vorbei. Wow! Und genau das will Jesus tun. Ich kann mich so erinnern, am letzten Sonntag kam ein junger Unternehmer zu mir ins Gespräch und er sagte, weißt du Matthias, ich wünsche mir irgendwo, ich könnte das mit dem Glauben leben, ich könnte dann auch im Glauben wachsen, aber er sagt in Antwort, ich weiß nicht, wie das geht. Wir hatten ein längeres Gespräch, hat mir über sein Geschäft noch erzählt und was er gerne tun und sehen möchte. Und hat mir von vielem erzählt, was ihn sonst noch beschäftigt. Und dann wurde ich an Nikodemus erinnert und ich sage, weißt du was, am Schluss, es geht um 2 Dinge. Dass du von Neuem geboren wirst, dich taufen lässt auf den Namen von Jesus, dass du dann ein neues Leben lebst. Willst du das? Er sagt, das will ich. Und dann haben wir angefangen zu beten. Und wir haben mitgebetet. Und wisst ihr, was ich manchmal mache beim Beten? Ich mache manchmal die Augen kurz auf. Und dann ist etwas geschehen. Dieser junge Mann saß 45 Minuten bis dorthin ganz, ganz ernst in meinem Büro. Er hat keine Miene verzogen, er hat so gesprochen. Und dann haben wir gebetet, Herr, vergib mir meine Sünden. Komm mit deinem Heiligen Geist, zieh in mein Leben ein und gib mir die Kraft, ein neues Leben zu leben. Und ich habe sein Gesicht angeschaut. Ich habe nicht gesprochen mit ihm, er hat gebetet. Und plötzlich, er hätte das sehen sollen, fing sein Gesicht an zu strahlen. Plötzlich war ein Lachen auf seinem Gesicht. Und ich habe gewusst, in dem Moment, jetzt ist dieses Wunder geschehen. Jetzt ist der Heilige Geist in sein Leben eingezogen und hat einen neuen Menschen aus ihm gemacht. Ich sage nicht immer, dass alle anfangen so zu lachen, aber wisst ihr, manchmal erleben Menschen das, wie die Lasten auf ihrem Herzen weggehen, wie das neue Leben in sie einzieht und wie da ein Mut, ein Glaube, eine Überzeugung entsteht, dass Gott das Gebet erhört hat und ein neues Leben jetzt möglich ist, von neuem geboren zu sein. Liebe Freunde, darum geht es in unserem Leben. Und ich weiß, manche von uns, wir kennen das schon lange. Aber weißt du, wenn wir die Dankbarkeit und Erkenntnis davon verlieren, weißt du, was dann oft geschieht? Dann fangen wir oft an in unserem Leben und wir treten Schritt um Schritt aus dem Licht hinaus und treten in die Finsternis wieder ein. Und weißt du, was das Wesen der Finsternis ist? Was will ich? Das ist das Wesen der Finsternis. Das Leben im Licht sagt, was will Gott? Was willst du? Und weißt du was? Vielleicht spricht Gott heute zu dir. Du erkennst Dinge der Finsternis in deinem Leben. Ich sage nicht, dass du deswegen die Wiedergeburt verloren hast. Aber weißt du was? Jesus sagt dir heute ganz deutlich, tritt heraus aus der Finsternis, zurück ins Licht. Lebe im Licht. Ein neues Leben. Ein Leben im Geist, ein Leben in der Verbindung zu dem lebendigen Gott. Wollen wir noch beten? Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für deine wunderbare Gegenwart unter uns. Und ich danke dir, Herr, dass du heute Menschen rufst, Menschen, die hier sind, Menschen, die zu Hause sind.
Und du sagst dasselbe wie zu Nikodemus. Amen, Amen. Ich sage dir, du musst von Neuem geboren werden. Und Jesus, es ist so schön, dass dort, wo dieser Wunsch in unserem Herzen entsteht, dass du uns hilfst, aus diesem Wunsch ein Gebet zu formulieren. Und in deinem Namen bete ich jetzt für alle Menschen, die zuhören und die sich das wünschen, dass du die Widerstände, die sie vielleicht spüren, entmachtest in deinem herrlichen Namen. Alle Ängste, alle Zweifel, vielleicht auch Dinge, wo man festhält, die im Finstern sind, die du nicht willst. Herr Jesus, in deinem Namen sind sie entmachtet. Heute ist Freiheit. Herr, du willst nicht, dass irgendeiner ins Gericht kommt. Das Gericht ist nicht für Christen bestimmt. Es ist nicht für die, die von Neuem geboren sind. Und während wir so vor Gott sind, möchte ich fragen, ist jemand hier, Menschen zu Hause, die sagen, ich möchte diesen Schritt tun, ich möchte von Neuem geboren werden. Dann lade ich dich doch jetzt ein, bete mit mir und sag, Herr Jesus Christus, ich trete heute aus der Finsternis in dein Licht. Ich stehe offen vor dir, mein Leben, meine Taten, meine Gedanken. Aber ich danke dir, darf ich auf dich schauen, Herr Jesus. Du hast dort am Kreuz von Golgatha bezahlt für all meine Schuld und wächst mein Herz jetzt rein. Ich lade dich ein, komme, du Heiliger Geist. Schenke mir dieses neue Leben aus Gott. Ich heiße dich willkommen. Durchdringe du meine Gedanken, durchdringe du meinen ganzen Körper. Nimm du mich an als ein Kind von dir. Lass mich diese Wiedergeburt jetzt erfahren. Und ich danke dir, dass du mein Gebet jetzt erhörst. Ich danke dir, Heiliger Geist, bist du eingezogen. Und du darfst das wissen, dass es jetzt geschehen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass ich durch dich jetzt ein neues Leben leben kann. Dir zur Ehre. Ich danke dir, dass du mir hilfst, sündige Dinge in meinem Leben abzuschneiden, wirklich zu zerbrechen, mich loszulösen davon. Ich danke dir, dass du mich befähigst zu einem neuen Leben. Ich danke dir, dass ich andere Christen kennenlernen darf, die mir helfen, diesen Weg zu gehen, die mir Mut machen, die für mich beten werden, die an dieses Wunder in meinem Leben glauben und mich darin bestärken. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ich möchte dich bitten, wenn du dieses Gebet heute mitgebetet hast, dann gib uns doch bitte ein Zeichen, dass du es getan hast. Und du findest vor dir, wenn du hier bist, eine Karte, die heißt Connect. Nimm die doch jetzt und fülle sie aus und gib sie uns ab am Ende des Gottesdienstes. Und wenn du zu Hause bist, du findest das auch auf unserer Website, wo du unter Connect eben auch deine Angaben machen kannst. Wir würden so gerne mit dir in Kontakt treten und würden so gerne dir als Menschen, die auch mit Gott unterwegs sind, zeigen, wie du diesen Weg weitergehen kannst. Und jetzt möchte ich uns einladen, dass wir, die wir hier sind, aufstehen. Und ich glaube, Jesus hat es so deutlich gesagt. Es geht darum, ins Licht zu treten. Und ich möchte so einen Moment nehmen für uns alle, wo Jesus dich einlädt, ganz neu ins Licht zu treten. Ich war so berührt. Letzte Woche war ein älteres Ehepaar zu mir im Gespräch und haben einfach erzählt und sagten, Matthias, da brauchen wir in unserem Leben Veränderung. Da brauchen wir Hilfe von Gott. Und der Heilige Geist ist dann so gekommen und hat etwas aufgezeigt, wo die Ursache lag für gewisse Dinge und Verhaltensmuster im Leben und hat einen Prozess der Erneuerung und der Heilung begonnen. Und ich möchte dir Mut machen heute.
auch wenn du Jesus schon viele Jahre kennst, tritt ins Licht mit allem in deinem Leben. Und wenn du spürst, dass der Heilige Geist dich irgendwo anspricht in deinem Leben, dann sag ihm, Heiliger Geist, danke, danke tust du das. Danke tust du das. Du willst nicht, dass das in der Dunkelheit bleibt, sondern ich bringe es dir heute ins Licht. Und weißt du was, dort verliert es seine Macht. Wo du ehrlich wirst mit Jesus und ihm sagst, ich brauche dich hier. Ich will nichts verstecken in meinem Leben. Ich will offen sein vor dir, vor dem Gott, der sowieso alles weiß. Einem Gott, der gnädig ist, der gerne vergibt. Und Herr Jesus, so kommen wir wirklich auch als Menschen zu dir, die vielleicht schon lange gläubig sind und sagen, decke du auf, decke du auf. Wir wollen ans Licht treten. Wir wollen die Kraft deiner Vergebung erleben und wir wollen die Kraft deines Heiligen Geistes erfahren, der aus uns wirklich neue Menschen macht. Für dich ist nichts zu schwer, keine Bindung, kein Problem, kein Lebensmuster ist so schwer für dich, dass du es nicht lösen könntest, dass du nicht etwas entmachten könntest, dass du nicht Neues hineinbringen kannst. Halleluja! Jesus, wir rühmen deinen Sieg am Kreuz über all diesen Dingen und wir danken dir, dass wir uns nicht schämen müssen in deiner Gegenwart, sondern dass wir mit Zuversicht kommen dürfen, mit Glauben kommen dürfen, dass du deine Liebe uns zieht, dass deine Liebe uns so viel Mut macht. Halleluja. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür. Halleluja. Oh Jesus, danke für dein Wirken heute Morgen. Rede doch du selbst mit Gott. Rede du mit ihm. Gib ihm das, was dich beschäftigt. Und vertraue seiner Macht, dass Gott es zerbricht, was immer dich bindet, dass Gott es entmachtet, was immer dich fesselt in deinem Leben. Halleluja. Freiheit ist hier. Deine Freiheit ist hier. Sie ist hier in diesem Moment. Nimm sie für dich in Anspruch. Danke, Jesus. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hoffen, dass diese Message mithelfen durfte, dass du Jesus besser kennenlernen durftest. Wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du denkst, dass solche Botschaften und dieser Dienst auch ein Segen für andere sein können, hey, dann unterstütze uns doch. Bitte bete für uns oder du darfst auch geben. Eine Spende würde es möglich machen, dass wir diesen Dienst auch weiterhin tun können. Über SMS, über Twint oder auch online ist das alles möglich. Herzlichen Dank schon im Voraus für deine Gebete. Wir wünschen dir jetzt von ganzem Herzen einen reich gesegneten Tag und Gott mit dir.